die Bevölkerung, dass wir uns in einer nicht ganz einfachen Situation befinden und in einer schwierigen Situation, aber dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir es nur gemeinsam meistern, aber auch mit dem Verständnis zueinander, dass es hier wirklich darauf ankommt, keine großen Ansammlungen von Menschen oder die Ansammlung möglichst zu minimieren, aber auch dort zu schauen, dass wir die Kontakte oder die Sensibilität haben, zu wissen, wenn wir aus einem Gebiet kommen, was als Risikogebiet eingestuft ist, selbstständig in den Untersuchungsbereich gehen, Testverfahren gehen. Das ist hier für mich ein besonderer Appell, aber auch zu vermeiden, große Ansammlungen einzuladen, aber auch zu versuchen, hier keine großen Konflikte zu sehen, weil ich jetzt einfach sage, wir müssen die Infektionskette möglichst durchbrechen. Das gelingt nur, indem wir wirklich sensibel mit unserem nächsten Bereich umgehen. Dazu gehört natürlich auch das Leben innerhalb der Verwaltung. Auch hier bitte ich ganz einfach um Verständnis, dass es vielleicht nicht in der bisherigen Schnelle in den einzelnen Abarbeitungen von Verfahren geht, aber wir wollen als Verwaltung in aller Qualität und Quantität für den Bürger auch in den Bereich der Existenz, wenn es hier um Hilfe zur Erziehung geht, aber wenn es hier um den Bereich auch im Sozialbereich um Unterstützung geht, dafür stehen wir weiterhin zur Verfügung. Wir appellieren nur, einen direkten Kundenkontakt möglichst zu vermeiden. Wir appellieren hier die Telefonnummern, bekannten Telefonnummern, aber auch die E-Mail-Kontakte zu nutzen, weil das uns natürlich vor die Situation oder in die Situation bringt, dass wir das dann besser und schneller abarbeiten können. Ich bitte auch um Verständnis, wenn der eine Telefonanruf vielleicht nicht sofort zum Erfolg führt, aber ich glaube, Sie können sich vorstellen, dass in der Situation gerade viele Fragen auftreten. Ich kann in den einzelnen Bereichen auch nur noch mal appellieren darauf, auch Kontakt zu den Städten und Gemeinden zu suchen. Wir stehen in einem sehr guten Sparring. Auch die Städte und Gemeinden haben die gleichen Informationen auf ihrer Homepage wie wir. Wir werden die tagaktuell erneuern und wir werden auch hier dazu die ein oder anderen Tipps oder Empfehlungen geben. Aber das ist wirklich in der Entwicklung der Lage ein ständiger Prozess. Erlauben Sie mir bitte auch da keine Zahl festzulegen, wie lange das dauern wird, wie lange es dauern kann. Auch da werden wir uns in momentanen Situationen befinden. Wenn wir einfach sagen, wir müssen uns an die Erfahrungen halten, die vielleicht jetzt auch in Italien und Spanien passieren. Wir wissen aber, glaube ich, dass die Entscheidung die einzige richtige war, jetzt konsequent zu handeln. Wir wissen, dass Italien die einen oder anderen Bereiche zu spät reagiert haben. Und wenn man zu spät reagiert, dann wissen wir, was für Auswirkungen das für das Gesundheitssystem zum einen hat, aber auch die Auswirkungen für Leib und Leben der Nächsten, vielleicht auch der persönlichen Familie. Und so weit wollen wir es nicht kommen lassen. Unsere Arbeit ist ganz klar unter das Thema gestellt: Schutz für Leib und Leben und den Menschen in der Region und Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens, soweit es uns möglich erscheint.